Herzlich willkommen zum heutigen Panorama aus Bern. Wir haben folgende Themen für euch parat. Ein Buchautor, der sich dem Seislerdeutsch verschreibt. Heidi Matter sammelt wieder Geld für armutsbetroffene Kinder. Und eine vergessene Berner Künstlerin in St. Moritz. Der Christian Schmutz seislert sein Leben lang. Seit 30 Jahren hat er seine Sprache auch zu seinem Beruf gemacht. In einem Wörterbuch hat er über 13'000 Begriffe gesammelt und nebenbei leitet er Workshop zum Freiburger Dialekt. Schaut eins im Video, was er meiner Kollegin Daniela Dambach alles für neue Wörter hat beigebracht. Daheim ist halt einfach gegen Ablenkung, an allen Orten läuft etwas. Wenn ich daheim am Arbeiten bin, könnte es sein, dass ich irgendwie noch schnell etwas haushalte, auch noch eine Mail checken, auch noch dieses und jenes. Und hier in Schwarzsee hat einfach die Ruhe, die es hier ausstrahlt. Es ist wirklich etwas, das zu jeder Jahreszeit, zu jeder Tageszeit, Woche durch, am Wochenende hat es gegen seinen Reiz. Es ist eigentlich gleich, was für Wetter es ist. Schwarzsee ist einfach schön. Das ist jetzt tatsächlich schon das 15. Mal, als ich hier im Schwarzsee bin. Ich probiere, mich zurückzuziehen. Eigentlich, ich kann alles, aber ich muss nichts. Der Vorteil ist, ich kann mal joggen, ich kann mal laufen, die Berge angucken, ich kann in die Beiz essen. Aber wenn ich wirklich drinnen bin, kann ich eintauchen und kann stundenlang einfach weiterschreiben. Ich finde die Seisler und die Seislerinnen einfach interessant. Ich arbeite gerne mit ihnen zusammen. Sie sind manchmal ein bisschen widerborstig, nicht einfach gerade so kumpen auf alles los, sie nicht auf den ersten Blick sehr offen, aber es sind sehr Leute, die sich selber nicht ernst nehmen, Leute, die authentisch sind, die einfach so sind, wie sie sind. Das Seislerdeutsch ist natürlich einfach auch schön. Die anderen sollen doch das auch mal ein bisschen geniessen. Es gibt so viele schöne Wörter, es gibt auch grammatikalische Besonderheiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, kann, ich bin gekannt, ich bin parat. Das ist so etwas, wo die anderen sofort klopfen. Oder schöne Missverständnisse gibt es bei «duschen». Ich gehe mir noch flink duschen, dann meine die anderen mal noch duschen. Dabei tue ich nur meine Kleider duschen, in mich umziehen. Ajo, vojo, vojo, ajo, gredi vojo, gredi ai, hinter vojo, vorei, vor vojo, hinterei. Beim Jassen ohne Woi, oben ei, neben Wojo, zwischen ei, drüber Wojo, Kiez durch ei, ajo Wojo, Wojo ei. Die Heidi Matter startet erneut eine Spendeaktion für Kinder, die in der Schweiz von Armut betroffen sind. Diesmal radelt sie 6 Wochen durch Frankreich. Welche Route sie gewählt hat und wieso sie wieder das Kinderhilfswerk Covive unterstützt, hat sie meiner Kollegin Aralina Dubach erzählt. Ja, diesen Sommer geht es auf Frankreich. Ich fahre für Covive, das Kinderhilfswerk. Dieses Jahr gehe ich ca. 6 Wochen. Ich starte in Genf und die genaue Route wird tagtäglich entschieden. Ja, und sammeln Spendengelder für Kinder in Not in der Schweiz. Hallo zusammen! Ich fahre mit dem Zug auf Genf und dann starte ich mit dem Velo. Fahre Richtung Avignon, circa Richtung Nizza und je nachdem über die Soleil-Route zurück oder über die bekannte grosse Grande Route des Alpes. Warum weiss ich das nicht? Ich bin ein spontaner Mensch, erstens. Zweitens muss ich schauen, wie es mit dem Wetter ist, wie ich zeitlich drin bin und ja, ob ich überhaupt noch mag über all die hohen Pässe. Das ist jetzt das 4. Mal, wo ich für Covive fahre. Und ja, über die Jahre hat sich natürlich schon recht ein Bezug entwickelt. Ich kenne die Menschen, die für Covive arbeiten. Ich finde es natürlich gut, was sie machen, dass sie eben Kinder, die in der Schweiz in Not sind,
Das lohnt man ja gar nicht und es sind nicht wenige Kinder, die in Not sind. Dass sie aber für die Kinder etwas tun und da möchte ich mit dabei sein. Und ich fühle mich dort total, ja, eigentlich wie ein Teil. Das Jahr geht es um mehr bewegen. Also man kann das so verfolgen auf den Social-Media-Kanälen. Es geht darum, jeder, der Lust hat, kann so ein Plakat bestellen. Und so macht er andere Menschen darauf aufmerksam, auf die tolle Aktion, wo es darum geht, eben Spendengelder zu sammeln. Sie haben auf der Webseite sogar Routen, die ich vorschlagen durfte, die man abfahren kann. Und so kann jedes mithelfen, mehr Menschen darauf aufmerksam machen, dass es Kinder in Not gibt in der Schweiz. Dann haben wir hier ganz wichtige Lenkertaschen. Da drin habe ich immer so zu knabbern, sei das Riegel, Nüsse, dass ich immer etwas habe und meine Energie nicht ganz zu Boden geht. Neu dieses Jahr habe ich hier das Zelt, sonst hatte ich immer quer drüber den Schlafsack gehabt. Und dieses Jahr habe ich eben hier drin. Und dies da ist neu dieses Jahr, zuerst mal mit mir auf der Tour. Da drin ist die Küche. Ganz wichtig, Küche mit Zeug zum Kochen, Vorrat. Und da, ganz wichtig, das hat mir Convive, da ich nicht so gut Französisch kann, übersetzt. Da mache ich aufmerksam auf die Spendenaktion. Hat einen QR-Code, wo man direkt auf die wichtige Seite zum Spenden kommt. Und wenn du mitmachen willst bei dieser Aktion, man kann in der Schweiz, geh einfach auf die Webseite und informiere dich dort. Du kannst auch so ein Plakat bestellen und Teil von «Mehr bewegen» werden. Vor kurzem durfte ich mich auf meine zweite Reise ins Engadin begeben, um wieder Menschen vorzustellen mit einem Bernbezug. Der Anfang macht die Bieler Künstlerin Milli Weber, die bis zu ihrem Tod 1978 in einem Chalet in St. Moritz eine eigene Märchenwelt erschaffen hat. Ich habe dort die Museumsleiterin getroffen und mit ihr über die ganz spezielle Künstlerin geredet. Was sicher ein wichtiger Auftrag ist, und zu dem Zweck hat sie auch die Stiftung gegründet, dass man ihr Werk bekannter macht. Also dass man weiss, was Milli Weber gemacht hat, dass man auch ihre Botschaft bekannt macht. Nämlich Licht und Liebe ist eine wichtige Botschaft von ihr und die Verbundenheit zur Natur. Wirklich täglich hat sie hier die Rehe und die Hirsche. In der Umgebung hat sie gefüttert, sie hat allen einen Namen gegeben, sie konnte rufen und dann sind die gekommen. Es hat auch Eichhörnchen, also täglich auf meinem Weg zur Arbeit begegne ich Eichhörnchen und es hat viele Vögel und die füttern wir auch heute noch füttern. Ja, für mich ist das schon das Lebenswerk. Und man findet ganz viele kleine Details. Schon weil ihre Brüder das Haus gebaut hat, ihre ganze Familie hier gelebt hat und weil sie hier gearbeitet hat, Tag und Nacht eigentlich. Ja. Heute begrüßt mein Kollege Matthias Mast zusammen im Zentrum der Gleitschirmpilot Patrick Fochenu, der vor kurzem einen Weltrekord aufgestellt hat. Schaut doch in unsere Talksendung rein. Das war es schon wieder mit dem heutigen Panorama aus Bern. Die ausführlichen Artikel findet ihr wie immer bei uns auf der Website oder auch in der App. Jetzt erzählen euch meine Kolleginnen und Kollegen von Meteo News, wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Merci fürs Zuschauen und einen schönen Abend zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern.
Da ist das Wetter auf der Plattform J am Freitagabend. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen. Die Sonne hat sich heute gelegentlich zeigen, ist im Laufe des Tages aber auch hier und dort regnen und gewittern kommen. Morgen am Samstag gibt es dann eine Wetterbesserung. Das Tief zieht hier langsam Richtung Norden weg. Dahinter haben wir die Stabilisierung von Süden her und eben, wie gesagt, die Wetterbesserung. Am Freitagabend und in der Nacht auf den Samstag gibt es dann Regengüsse und Gewitter. Morgen am Samstagvormittag oft aber schon trocken, zum Teil auch recht sonnig, vor allem hier im Flachland, entlang vom Oberland. Noch ein bisschen dichtere Wolken, vielleicht auch noch ein paar letzte Regentropfen, die es hier geben kann. Die Temperaturen starten am Samstag bei rund 13 Grad und gehen am Nachmittag darauf auf etwa 2 oder 23 Grad. Der Samstagnachmittag eine freundliche Angelegenheit, oft sogar recht sonnig. Können wir uns also freuen, morgen am Samstag auf einen ziemlich schönen Tag und auch auf den Sonntag können wir uns freuen. Am Vormittag ist es sehr sonnig, dann ziehen wieder ausgedehnte Wolkenfelder auf, aber trotzdem ein freundlicher Tag bei sommerlichen Temperaturen. Am Montag recht sonnig, am Nachmittag und Abend kommt es aber stellenweise gewittern, das zum Teil auch kräftig. Gewitterhaft auch noch am Dienstag, ab dem Mittwoch dann wieder stabiler, trocken und sonnig und die Temperaturen die erreichen in den nächsten Tagen sommerliche Werte. Das war vom Wetter hier auf der Plattform J. Danke fürs Zuschauen und ganz ein schönes Wochenende.